hier. Dat is een vrede dat we als Gläubige können diesen Weg kommen, nicht? Wir können weiterreisen und dann können wir überweiten, dass wir können das selbe Wort reden, kriegen dann, wo wir die Gläubige sind, even wenn das nicht der Deutsch redende Wort sind. Aber wir sind ein allgemein in Gemeinschaft, an dem dass wir uns an das Wort treffen können und den selben Glauben ausleben. So ja, so soll sein, dass für mich ist das erste Mal hier in Uniquark zu reden. Und das laatste Mal, als ich hier wie meine Frau kennengelernt habe, und dat wir mal als Isaac wie im Sarah sich hier befrieden. So, dort machen wir für 25 Jahre so treisen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre, aber dort irgendwo. So, Dankeschön für diese Gelegenheit. Wir sind hier aus unserer Familie top. Ich bin Jake Fersus, soll sein, ich bin der leitende Prediger in Seminar. Ich bin immer nicht so ein Fan an Introductions zu tun, aber wir kommen aus Familie top, so meine Frau Justina. Und wir haben 4 Kinder, und da haben sie, glaube ich, all gekidnappt. Ich weiß nicht, wo, vielleicht sind das schon oder sind die umgehen, aber jemals, die wollen hier Leute auch wo rum sein. Und wir gleichen, wenn wir kein Top ist, das Reise merken. Wir fuhren in Ola Top, permals dann fahren bloß ein Säuber haben und dann blut wir die Kinder hängen. Und wir gehen dort, wenn wir kein Top fahren. Und so, wir sind immer als Familie hier und freuen uns hier mit Jut mitzuleben. Die Andacht von uns Mars, und so, wir wollen die, ich will Ihnen anladen, Lukas Kapitel 9, das wo wir uns vielleicht wollen, das meiste von der Zeit fängt. Auf Hochdeutsch, wenn wir dort dann würden einen Titel geben, dann würde ich sagen, Ehre sei Gott durch Gehorsam. So, ihr seht zu Gott durch unser Gehorsam, nicht? Und als Gläubige, dann ist es wichtig, dass wir uns in Gott seine Gehorsam befinden. Und dann kommen viele Fragen, was ist die Wichtigkeit von Gehorsam sein, nicht? Und das ist ein Ding, was eben uns als deutsche Menschen, als meine nicht wichtig ist, weil wir hatten hart verlangt, dass wir gehorsam sind, nicht? Aber wir wollen auch nicht, dass uns Gehorsam allein ist, dass wir vielleicht würden sein, dass wir würden genannt sein, wollten zu tun, uns zu raten, nicht? Die Radung, die kommt allein durch unseren Glauben, aber der Gehorsam, der hat seinen Platz an all das Band. Und das ist wichtig, dass wir die 2 Dinge nicht würden vermischen, aber dass wir danach die Wichtigkeit sein, von was das meint, gehorsam zu sein. Also in Christ, wenn wir bloß einen Durchschnitt würden nehmen, weil ich glaube, das ist selbstverständlich, dass wir würden sagen, weil das würde nicht fern sein, dass der Christ auch gehorsam wird. Ja? Und so Gehorsam soll ein Part von den Christenleben sein. Und so, Lukas Kapitel 9, Vers 23 durch 27 ist ein bisschen das Haupttext, was wir wollen brauchen. Das sind alle große Dinge, die passieren dann an den Lukas Kapitel 9 Brief. Das ist der steht, wo Jesus die 12 Apostel rausschicken, das Evangelium zu verkündigen. Er hat auch an der Zeit gepackt von diesem Kapitel, wo er die 5000 fordern hat. Und auch er fragt seine Disciples, seine Jünger, wer die Menschen sein, wer er ist. Also Jesus wird nu an seine Zeit gegangen, wo er einfach das Evangelium selbst verkündigen, er ging ohne Arbeit nach, und er fragt seine Jünger, wer seien die Menschen, wer sie auch? Und die Antwort kam 3, nicht? Das einzige sehen, dass wir nach des Johannes, das einzige glauben, dass wir Elia, und so weiter. Und dann kommt 3, aber er fragt seine eigenen Jünger, er sagt, wer sei je, wer ich sie? Und was sagt Petrus dazu? Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn Gottes. So Petrus, kennt, wer Jesus wir. Und bloß als Eingedanken, das sagt Petrus vor dem, dass am 3-mal auf sein wird. Und so, das warum diese Dinge wichtig sind, dass wir gucken, der Christ, der weit wer Christus ist, wer Jesus ist, der kommt bei uns an den Platz, wo wir so sind als Petrus, wo wir wollen sind zu sein. Er kann ihm gleich. Also, Petrus kann ihn. Er weiß, wer Jesus wir, aber das geht nicht lange, dann uns dann verliert er ihn. Und dort wie Jesus amaglich, und Jesus steht am Luther 3 stellen dafür. Wenn was? Wegen für Petrus aus Herrn auf sein, dort werden auch gehorsam. Dort vor allem, für die Christ, eben an den Glauben, ist es wichtig, dass wir uns an den Gehorsam fühlen, dass wir sozusagen standhaft werden, dass wir stärker werden.
En so dan wieder, en ik wil bij vers 23 zijn, wo wir das Ratrapport von den Tags schon lesen. So hij hoort Petrus hier, seine Jünger gefragt, wer soll je dan werk zijn? Also Petrus weer, der wordt leicht worden, wordt antwoorden en wat te zeggen hoort. Hij zei, well, the Christ of God, zegt hij in de ESV-version. So, also de Christus van God. En dan in vers 22, en du zegt hij zo dit in de Deutsche Bibel, en zegt, de mensen zien, die moet nog veel lijden en van de ältesten en schriftgeleerden en hoge priesters versmeten worden. Hij wordt doodgemerkt worden, aber wordt dem dritten dag vom dood opstaan. Also Jesus redt al davon, dat hij wordt moeten dat lijden, en hij wordt moeten sterven, en aber hij heeft eigenlijk al dat onverstaan, dat hij wordt aan den dritten dag opstaan. En dan van du wieder, dan hebben we deze Anspornung zu den Menschen door, en dat willen we ons wel een klein beetje vertiefen, also nog eenmaal in Lukas Kapitel 9, vers 23, waar we doen lezen, daar 27. Dus zegt hij zo dit. Dan zegt hij, also dit is Jezus, dan zegt hij te aan Ola, wer met mij metkomen wil, der moet van zichzelf vergeten en täglich zijn kruis op zich nemen en mij navolgen. Wem dat door aan te doen is, zijn eigen leven te raden, der wordt dat verlieren. Aber wer zijn leven aan mijnhoven verlieren wordt, wordt dat raden. Wils wat heeft een mens daarvan wanneer hij de ganze Welt gewinnt, aber zichzelf verliest en aan den Grund brengt. Wils wer zich met mij en mijn wereld schämt, met dem wat de mensen zien, zich ook schämen. Wanneer hij in zijn herrlichheid en aan dem Vader en de heilige Engel ihrer Herrlichkeit komen wordt. Ik zeg jullie de waarheid. Hier stonden einige die den dood niet schmecken worden, maar die dort Gottes Reich zijn worden. Maar zo weet nu. En zo nu is die vielleicht vragen, waarom würde ich nu mit dem Titel abkommen, so tidig mit dieser Versen, dort ich das würde nennen, sei Gott durch Gehorsam. So ihr sei Gott durch unseren Gehorsam. Well, this passage, so this Aufschnitt von der Schrift steht hier, der hat zu tun mit dem, dass der Mensch sich selbst aufsehen wird. Und dass wir für eine größere Ursache leben als für uns selbst. Und wenn wir bitte uns selbst leben und unsere größte Ursache zum Leben ist für Gott, wir reden so manchmal von dem Wort Purpose, nicht? And young people, you often ask this question too, nicht? Junge Menschen fragen diese Frage, what's mein Purpose im Leben? Und wir als Erwachsene, wir fragen uns diese Frage auch immer, was ist meine Ursache für Leben? Und Menschen haben das von junger Zeit, also fährt bei dem älteren Zeit, besonders even wenn wir nie im Glauben sind, dann fragen wir, nu sind ich im Glauben gekommen, ich weiß, wer Jesus Christus ist, er hat mir geraten, was ist nun meine Ursache zu leben? Und dann probieren wir uns Leben anzustellen mit all den Dingen rund uns Leben, so Arbeit, uns Familienleben, unser Einfluss, was wir in der Welt bringen können. Und wo können wir damit nu Gott seinen Purpose ausleben, Gott seine Ursache für uns Leben ausleben? Und dann dürfen wir uns einmal diese Frau teken, nicht? Wo tun wir das? Und ich sage immer, die Frau, die darf nicht so schwierig sein. Sie, ein Ding, wo wir alle mitfallen können, das fällt leicht, auf den anderen sein Leben zu kicken und sagen, man, der hat so eine feine Gabe, um dort tun, oder jan tun. Ich wünsche, ich habe die Gabe, dann würde ich für Gott auch mal schaffen. Sie, Gott denkt euch den Weg. Gott checkt nur unser Gehorsam, und wenn der Gehorsam du hast, dann kann er uns alle brücken, aber er wird uns auf verschiedene Moten brücken. Einige von unseren Moten, die werden sich ganz einfach sperren. You know, und vielleicht so ein paar Exempels, was wir fährten aus Predigersprüchen dann, aber Menschen, wir würden vielleicht sagen, oh, der Janitor-Couple von der Kirche, das ist so eine geringe Arbeit, nicht? Aber weißt du nicht auch, dass wenn die seine Arbeit ein Gehorsam hat, dass die das ein gerautet Wort für das Reich Gottes? Wenn das auch geraubt wird zu tun, und die das auch ein Gehorsam. So, Gott kann den Krax sagen und segnen, als der den Prediger kann segnen, bloß der wird immer in Public-Städten redet. Wenn beide Personen, die wird dort jetzt die Buchstaben reinjagen und die wird hier hinter der Konsul stehen, das wir dort nennen. Die können beide den Hochmut haben und die können beide für Gott reden, von Gott reden, aber wenn der Hochmut am Platz kommt, dann kann Gott den Menschen auf uns gleich ehren. Und auf uns wird Gott gleich verherrlicht, wenn der Mensch steht am Stich mit seiner Hochmut. Und das ist wahr, worum der Gehorsam wichtig ist. An alles, wo wir uns fingen, kann der Gehorsam nennen. Und again, was ist dann das Gehorsam nicht? Dann würden wir uns wohl fragen. Und so,
3 Vers 23, er sagt, dann seht heute an Ola, also seine Mitgänger durch, wer mit mir mitkommen will, der muss sich selbst verjäten und täglich seinen Kreuz auf sich nehmen und mir nur folgen. Und so, wenn wir sollen unseren täglichen Kreuz abnehmen und wir sollen uns selbst auf sein und Anhänger rankommen, dann kommt die Frau, was ist Gehorsam? Und das ist ein feiner Ding. Weil einmal in der Schnitt an Gehorsam, das beste und vielleicht das einfachste Bild, würde wir können sein, das beste ist, tun, was Gott uns unbefiehlt hat zu tun. Okay, sie dann sagen wir, okay, das darf uns noch nicht so groß, nicht? Wir wollten so Gehorsam erst dort tun, was Gott von uns verlangt zu tun. Und das hier sich nur erst, was tun, nur wollten. Und ich glaube, dort soll uns nicht ängsten, dass wir für Gott wollten würden tun. Aber ich kann unser Mennonitenvolk auch so viel, dass wenn wir das Wort abbringen von wollten, dann denken wir, so, erst über uns für die Erfahrung zu erfahren, und sagen, nee, das ist nicht. Aber das von den Gehorsam sind Dinge, tun für Gott, zu verherrlichen und zu ehren, als an dem, dass ich durch die Genut Gottes sind zum Glauben gekommen, nur weil ich gehen und streben vor ihm, dass ich kann in Gehorsam leben vor ihm, dass mir, wo mein Leben kann kicken und sein, dort, was der Mensch hat, dort will ich auch, wenn den Wandel, was er merkt, den hat mir den Hunger gegeben, diesen Christus nur zu folgen. So, nu gehen diese 2 Dinge Hand in Hand. Aber das ist zu tun, so was ist Gehorsam? Gehorsam ist zu tun, was Gott uns unbefiehlt hat zu tun. So dann, auf Englisch würde ich sagen, what is the essence of obedience? Was ist das Aufhängende von der Gehorsam? Dann würde ich das erste sagen, das ist ein welche Hand geben von meinem Leben und an mir Hand zu stellen, Gott gegenüber sein Willen zu tun. Also, was meint das? Das meint, mein irdischen Willen handlein und dann mir sagen, was ist Gott sein Willen, zu verherrlichen für mein Leben und an nur zu streben. Also, lass mich Ihnen bloß mal ein paar Beispiele geben. Aus dem Prediger, nicht? Mein Verlangen ist auch Gott zu verherrlichen. Nu muss ich mir lernen, die Gaven, was Gott mir dann geschenkt hat, kriegen dann wir lernen, wo hoch die Gaven sind. Aber ich muss mir lernen, mir selbst Hand zu leihen und sagen, weißt du, was Gott mir unbefohlen hat zu tun, muss ich lernen, körperlich zu Seite zu stoppen und sagen, ich will nicht mein Willen mit das erregen, aber ich will dort, was du von mir nu weißt. Also nu braucht das ich Wort studieren da und du mit verherrlichen und nicht und sagen, oh, guck mal, was ich von der Gabe habe und guck mal, wie viel Attention ich von den Menschen kriegen. Sie dann ist das für mich. Und dort wird viel. Aber wenn ich kann sagen, die Gaben, was Gott mir schenken wird, dann will ich mich brücken lassen von Gott, dass er mag verherrlicht werden durch den Wandel, was ich merken darf. Kommt ihr mit? Und so dann muss ich mich handstellen, dass mich selbst auf sein. Und kriegst du in dein Leben, du wirst die vielleicht mal Dinge auf sein. Dass Gott sein Bild durch die kann durchdachen. Lass mich dir mal was fragen, so dass wir uns bei der zweiten Ende bringen. The essence of obedience is a willing submission of my will to God's will with a desire to glorify God. So, wir blut am Englischen auch den Weg an. So dass als in welches Hand geben, Gott sein Willen zu tun, und dem, dass ich mein Willen handlein do. Dann komme ich bei einer Frau. Hast du die selbst was aufgesagt? Dass Gott seine Verherrlichung mag in dein Leben zu sein. Wenn diese Frau wird stehen und ich Menschen, dann würden wir säuerlich nur tiefe Dinge gehen. Vielleicht Dinge, die wir mitkriegen wollen, Sinn an. Sie nicht weg sein, oh, ich weiß nicht, ich will mich dort trinken offline. Ich lege Säuer zu trinken, aber ich will mich dort offline, dass ich Gott kann verherrlichen mit meinem Leben. Okay, dort würden große Dinge sein, nicht? Da würde sagen, well, dort sind ein feine Ding. Und ich glaube auch, ich stimme mit. Dort würden feine Dinge sein, wenn der Mensch im Glauben, wenn der ein Problem hat mit Trinken oder ein anderes Habit, dort würde sagen, weißt du, für das Habit, wo ich durchlein, dass Gott kann durch mich durchdachen und verherrlicht werden. Aber nu gehen wir nur die einfachen Dinge. So, ich frage noch einmal, hast du die einmal was aufgesagt? Nicht ein Sinnliches Ding. Aber hast du die mal ein Denk aufgesagt, in dein Leben, wegen du was von Gott soll wirklich verherrlicht werden? Das darf euch ein sinnvolles Ding sein. Und ich weiß euch, was ich kann dir eine Menschheit nicht so sagen, was die hier alles tun und was das tägliche Leben ist. Aber bloß an deine eigenen Gedanken, wenn ich eine Menschheit hier nicht so sagen kann, dann kann ich die Frau nicht direkt stellen.
Aber früher die mal, als du ein Denk hast in dein Leben, was du dich kannst aufsagen, was gar keinen Sinn denk hast, aber dass Gott wird besser durch dein Leben zu sein. Was willst du jemandem aufsagen? So, wenn wir dann würden nach Christus gehen, ich will Ihnen ein Beispiel geben, vielleicht kann jede Frau ein klein bisschen besser antworten. So, auf Englisch schreibe ich, dass the highest expression of obedience is in the cross of Jesus. So, dat heißt Bild, oder das heißt Verbild von Gehorsam, als an das Bild, was wir in den Krieg sein. So, lass mich in einen Moment nehmen, nur Philippa Kapitel 2, von Vers 5 durch 8. Also in Philippa Kapitel 2, von Vers 5, du sagst, er sagt, seht unseren Onder so gesonnen, seht so gesonnen, als wer? Als Christus Jesus selbst wir. Das sagt Paulus to the church in Philippi. So, if you were to get a letter today from another church, from someone that grounded you, ich sage nicht mehr, wer das hier mal gegründet hat, vielleicht haben Dietrich und Neil dort back in the days, ich weiß nicht mehr. Aber wer immer dort hier gründen hat, und wenn die würden einen Brief schreiben, nu, vielleicht 30 Jahre Luther mehr, und die würden zu jemand auch einen Brief schreiben, so Paulus to the Philippi Church, und er sagt zu jemand auch, sieht jemand in ihrem Unter so gesonnen, als Christus Jesus selbst wir. Wo wir Jesus gesonnen, okay? Jesus wir von seiner Natur her Gott. So wer wie Jesus, haben wir Gott. Also wenn Jesus eint wir mit Gott, dann würden wir das in plain machen, dann würden wir sagen, Jesus Christ und der Vater, die wir eint.